Haut 31. Sonntag am Joreskreis begräßen ich aus der Kirche vu knapp Hauschend, mir iwwer drauf vun heit Sondesmass. Et singt Choral Saint-Cécile knapp Poscheid, Selscheid, Dirigent as den Luc Kaipes, Organist de Philipp Kaipes. Hier spielt als Entrée à la Marcha vom Adams. Dono Sangemer Il faut marcher vom Verkreuz, Kyrie vom Lefebvre, Gloria vom Lucht, Juble mein Herz, nous te louons Seigneur, Terre et ciel vom Robert Jeff, La paix vom Mayhew, Ta bienveillance vom Christensen und zum Schluss meine Zeit vom Strauch. Durchel spielt als Sortie Pièce symphonique vom César Franck.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Leif Leid heit zu Knappauschend an der Kirch, leif alle Gur, die da iwwer Medien mat deis verbunden sieht. Haut teirmer am Evangelium, wie die Jesus seht, haut muss ich bei dir bleiben. Da das ein Appell auch un Eis. Hier rift Eis mat deisem Numm, hier wilt bei Eis kommen. Hier wilt an Eis Liewen kommen. Los ma eise tauderem nei überlehen, ob ma de Jesus net sollen de bisse mei eestuhlen. An dem Ufang vun dieser Mass will ma lo im Verzeihung froh und wir sind da schuld am Gesang vom Kyrie. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all eis Schuld lolossen, as ein ewig Liewe schenken. Amen.
lasset uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, es ist deine Gabe und dein Werk, wenn das gläubige Volk dir würdig und aufrichtig dient. Nimm alles von uns, was uns auf dem Weg zu dir auffällt, damit wir ungehindert der Freude entgegeneilen, die du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Herr, die ganze Welt ist vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Du hast mit allem Erbarmen, weil du alles vermerkst und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie sich bekehren. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben? Oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist. Herr, du Freund des Lebens. Denn in allem ist ein unvergänglicher Geist. Darum bestrafst du die Sünder nur nach und nach. Du mahnst sie und erinnerst sie an ihre Sünden, damit sie sich von der Schlechtigkeit abwenden und an dich glauben, Herr. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt.
Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Kläng aber reng gëtt gesot. An am Deitschen mat liicht verännerter Nuance, klein aber oho. Kläng aber reng des Redensart direkt Unerkennung an Appreciation aus. Vom Zachäus am Evangelium kann ihn dat nur aber nicht grad soen. Hier war Douanier, Zöllner, und zwar den Höchsten an der Hierarchie zu Jericho. Anne war kleng vu Gestalt. Für seg Landsleit war hien e Gauner, e Brigand, wellen sich der römischer Besatzungsmurcht ugebiedert hat. Für sie dreift hien Steiren an dobei zerweierten sich selber auch nicht schlecht. So könnt ke lascht hien, obwohl liegt ze iwwersinnners. Jericho war die richtig Platz für hien, eng bleiend Handelsstaat, eng Stadt mat Flair, eng Oas Rand vun der Wüste, e Steierparadies, war noch nëmme 4 hien. Also eichter, klein aber oho, so könnt hien sich selber jedenfalls viel. Me sing Zeitgenossen halen sich vun nëmme weg, am meiden hien wie Pecht, wei a wo se nëmme können. An den Eger iwwertieren mischt sich eng Portion Neid. Haut giwe vielleicht Wirtschaftskriminellen hier nennen oder einfach nimmen en Abzocker, den die Äner iwwer Dauer schlägt, se iwwer den Dösch zieht, se bedreht nur Stricher vor dem, hinnen Geld aus den Taschen zieht an dat geheirig, a jedenfalls viel méi wie rechtens ass. Am Urteil an der Spruch vu senger Zeit a senge Matmönchen werden Zachäus schlicht an einfach een Sünder. Frin hatte keng, just sing Komplizen. An der Öffentlichkeit war hier ein einsame Mönch. Sie sind all Lächte gegangen an hun op die einer Seite geguckt. Vom Jesus hat hier ein Heeren. Wollt hier gesinn, allerdings ohne selber gesinn zu ginn. Sing Idee, sich ob engem Baum zu verstoppen, weist aber auch sin ganz Tragik. Wann es schon kein Mann wehe Baum war, loin de là, da wollten doch wenigstens de Mann Baum sinn. Wie ein Äffchen kletterten rob, verstoppt sich hannerte Blieder. Vielleicht war es pure Vierwitz oder echt Interesse. Vielleicht tut ihr noch gespürt, der Jesus könnt bis hun, dat mein Leben verändert. Alles beginnt mit der Sehnsucht, hat mal ein Großdichterin gesucht. Vielleicht war ja auch dem Zachäus schmerzlich bewusst, was ihm gefehlt tut, jo dass ihm etwas gefehlt tut.
Sehnsucht as tief verwurzelt am Menschsinn, besonders Sehnsucht nur dem, was am Leben unverzichtbar ist. Anderen lebt schenken, a selber lebt geschenkt kriegen. Frin hun, die mich als Person urchten respektieren, a Freundschaften Gegenbrücht kriegen. Den Zachäus par contre war bei seine Landsleit als Kollaborateur verhasst, verschrien an ohne Wertschätzung. Wie nimmen aus dem Teufelskreis rauskommen? Vielleicht war jo grad die Such, die den Zachäus beide Jesus gedriven holt. Ob seinem Weg für ob Jerusalem könnte Jesus also durch Jericho. Nicht die Handelsstadt, nicht Doas war sein Ziel, mehr, so darf man unholen, den Zachäus. Dem Evangelist Lukas sind es Randgestalten, die lebst. Und hinne möchte hier sein Jesus-Bild deutlich. Der Jesus als den, die komm as, die verloren, zu sichern, zu retten, und nicht zu richten. Der Jesus guckt bei den Zachäus herab. Guckt auf mich herab. Seid mich nicht, mir hält mich echt. Den Zachäus spürt dem Jesus seine Aufmerksamkeit für ihn, sein Blick für Wohlwillen. An dem Blick auf viertien Haut no, was der Jesus an Sojanisch gesucht hat, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Zachäus an seiner Geschichte geht deutlich, Gott tut leidenschaftlich Sehnsucht no Mensch, no mir, no dir. Wo sich wer vom Herrgott mit Menge weher kreuzen, da kann es sein, dass das Blicker sich begegnen. An ihr sperrt mich auch danach ab, wo ich von ihm mich will verfußen und verkreichen. Hier geht nicht mit, die zu sichern, die von anderen längst abgehen und aufgeschrieben sind. Wo bist du, Adam? Hat Gott schon voll Surge am Alten Testament gerufen, wie den Adam sich Sündenfall durchs Bast gemacht hat. Und immer hat Gott dem Mensch Gesicht gerufen, als ich da rief noch Haut, wo bist du? Aber so rief doch der Jesus den Zachäus vom Baum eruf. Für den Jesus als hier nicht der Giftzwerg, Geldschlang, den Halsabschneider oder so etwas Undurendes. Und hört wir hin ein Numm. Spricht ihm domat eng persönliche Dignität zu. Do wenigst zählte Jesus zu ihm, Zachäus. Zachäus, klammhütige Ruf. Das heißt, komm raus aus der Isolierung, fort von dem, wo du dich drauf versteifst an Anigelst. Du wollst hoch hinaus, mit Karriere Geld, ich weise da ein andere Weh. Bald peinlich, lächerlich wirkt, dass der Jesus sich selber an das Haus vom Zöllner Zachäus invitiert. Das wird wohl nicht nur den überrascht tun. Für das Volk muss es ziemlich skandalös gewesen sein. Leid komme sich es nicht so, dass hier bei einem Sünder, einem Flibusti, einem Kretin angekehrt war. Und durch die sicher, man hört den danach all. Auch schon viel drun war am Volksmund aus dem bewunderten Messias ein Frieser, ein Süffer, ein Freund von Zöllner, ein Sünder gemerkt gehen, weil da tut sie dem Jesus 4 gehalen und 4 geworfen. Ausgerechnet also bei dem Sünder kehrten an. Und möchte ihm kein Reprochen, weist nicht zurecht, mehr verwandelten, an dem sie sich ihm zuwendet, an den Echt hält. Ihr guckt nicht auf die Zeit, aber ihr guckt de Flange an Gesicht, an Talen, mit einem Blick von Barmherzigkeit. Ja, so mit Wort von lebt. Damit handelte Jesus ganz am Sinn von der heutigen Lesung aus dem Buch von der Weisheit, die seht, den Herrgott gesagt, ihr wird Sünde von den Menschen weg, für dass sie sich bekehren, weil hier in der Freund vom Leben ist, an alles gern hört, was denn geschaffen wird. Jesus, der Freund vom Sünder Zachäus, Jesus, der Freund von dir, von mir, und da trotz eiser Sündhaftigkeit an Armseligkeit. Der Jesus unterschied sich mit dieser Haltung markant von seiner Umwelt. Hier lebt und de gute Kehr am Mensch, schließt neue Lebensreim ab, wo die Wunder von der Verwandlung geschehen kann. Weil wie reagiert ein Zachäus? Hier ändert sein Leben. Und noch mehr sind abgerufen, umzudenken.
Auch wir müssen uns an den Transformationsprozess begehen. Den Zachäus will von lo un Talschen von seinem Vermögen denen Armen gehen. Die spontane Decision als löblich, kann aber auch als sich freikaufen von Unrecht gedeiht gehen. Sein Umkehren geht nach mehr konkret. Was ihn de Leid aufgezockt wird, will den Lo feierfach zurückgehen. So verlangt jedoch Gesetz von der Gerechtigkeit laut dem Buch Exodus. Geschenkte Verzeihung feiert zu einer neuer Art Mensch sein, zu einer neuer Relation mit dem Nächsten und mit Gott. Verzeihen heißt doch für uns, herabgucken auf die wir normalerweise heraufgucken. Herabgucken heißt natürlich nicht, der Sünder, der früher steht, als einer Schieflage als Vorbild holen, mehr an ihm seinem menschlichen Zerrbild, Gottes Ebenbild, rumfannen. Hau das diesem Haus Teil geschenkt gehen, sagte Jesus, so dass jeder nicht hört. Den Zachäus kriegt verziehen, geht von seinem Egoismus geheilt. Als Konterpart hüllt ihn lo nicht mehr, fängt an zu gehen, auszudelen. Liebe Brüder und Schwestern, den Zachäus ist durch seine Begegnung mit Jesus freigehen für das Wesentliche. Nur hat Jesus friedlich bei sich abgeholt und hat durch Gemeinschaft mit ihm. Hol noch mieren ab, aber beten wir gerade lo eucharistischen Tisch. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus, sein großes Gott, ein Vater durch den Heiligen Geist, geboren von seinem Vater, geliebt unter uns des Leibes, gekreuzt, gestorben und begraben, in Gott erschienen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, ist zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er uns richten, die Leben und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Los mal Appell machen und dem Herrgott sing Barmherzigkeit an Lot zu ihm bitten. Den Zachäus wollte Jesus gesehen. Wir beten für all die, die dich sichern. Herrgott, heia uns. Ich ging den Armen. Wir beten für die Reich, ja für die, die in schwer haben, für zu delen. Herrgott, heia uns. Der Jesus hat abgeguckt an den Zachäus gerufen. Wir beten für die, die den Herrgott als ein Dienst trifft, und für die, die das Evangelium kennenlernen. Herrgott, heia uns. Auch das Rettung kommt für das Haus. Wir beten für die, die sich auf den Empfang von einem Sakrament vorbereiten. Herrgott, heia uns. Wir beten für uns Verstorben, die wir an diesem Weg auf unsere Gräber besichern. Schenk ihnen mit deinem Segen dein ewiges Leben. Herrgott, heia uns. Herrgott, wir haben dir als Gebet viel gedrohen, heia eis durch Christus, als Bruder an eisen Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Heiliger Gott, diese Gabe werde zum reinen Opfer, das deinen Namen groß macht unter den Völkern. Für uns aber werde sie zum Sakrament, das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und von der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Zachäus, steig schnell herunter, denn heute muss ich in deinem Hause Gast sein, so spricht der Herr.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Lass deine Kraft in uns wirken, damit wir fähig werden, die ewigen Güter zu empfangen, die uns in diesen Gaben verheißen sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.